Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Der Sommet von den Staats- und Regierungschefen vom 25. und 26. März zu Brüssel wird nicht unbedingt an die Geschichte gehen, aber unwesentlich waren auf keinen Fall. Es goufen nämlich wichtig und fundamental Decisionen geholt oder lecht Arbitrage gemacht, für die Eurozone zu reformieren. Ehe ich auf die Einzelpunkte nachgehen, will ich aber meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, wie weit Brüssel von den einzelnen europäischen Hauptstädten zu sich schenkt. Das gilt auch für Lützeburg. Zwischen dem, was an der nationalen Debatte gesucht, an der nationalen Presse geschrieben wird, an dem, was europäische Parkett behauptet, liegen heans do Welten. Ich meine nicht, dass es gut ist, dass als Spitzenpolitiker je nachdem, wie die Wand bläst oder je nachdem, wo sie sich befinden, sich so adaptieren, anpassen, dass sie natürlich immer Recht behalten, das auf Kosten aber von ihrer Standfestigkeit und noch von ihrer Kredibilität. Den Herr Asselborn, schon kein hier extra ausstellt, am Gegenteil, mit großen Deklarationen an den internationalen Medien, für Haut zu verlangen, dass Maghreb Libyen eine Feierung von der arabischen Lied stattfinden soll. Mehr seht dieselbesten, dass NATO das ganz koordinieren soll, etwas, was an dem Moment an Franzosen partout nicht wollen, weil NATO ein Symbol vom Westen wird, für das es schließlich aber akzeptiert wird. Den Herr Juncker sieht zum Beispiel, dass hier beeindruckt das vom Resultat vom Sommet, bedauert aber zugleich, dass der Stabilitätspakt nicht genügend Biss hat. Also Premier möchte doch zum Beispiel Großdeklarationen, am liebsten bei sozialistischen Manifestationen, für eine Tax auf Finanztransaktionen anzuführen, seht aber an mehr privater Krisen, dass die Tax wahrscheinlich doch nie kennt. Wohin also mit der Wurst? Jeder kriegt das serviert, was eigentlich gehört. Das ist ganz schön, dass die Resultate von einem Sommet so verschiedenartig interpretiert gehen. Ihr müsst wissen, die Resultate von einem Sommet sind natürlich immer komplex, Kompromisse und Konklusionen von so einem Sommet, die lassen noch Raum für Interpretationen. Wenn da aber, wie verschiedene Journalisten, die Pressekonferenzen von den 27 Staats- und Regierungschefen nom Sommet gibt einzeln beiwohnen, da gebe dir Job fallen, dass praktisch einzig an der Länge die Resultate durch eine nationale Brille gelöst gehen, an dat Kohärenz vom Ganzen zu enger Nebensache geht. Hauptsache ist, dass jeder Einzelne so kann, dass Positionen maßgebend waren für das Resultat, und das sind lo ganz dichtig an dieser Runde von den großen Herren, wer da man sich ja sowieso bald kennen. Unter diesen Umständen waren sich also nicht zu wundern, dass die Europäische Union sich immer mehr schwer tut, für konkret Antworten auf kruziale Fragen zu gehen, was auch die europäischen Bürger immer mehr skeptisch mischt. Das Projekt von der europäischen Integration darf auf keinen Fall auf Frage gestellt gehen. Das ist auch gut nicht meine Intention. Ich fand es aber wichtig, auf gewisse Missstände hinzuweisen. Die Europapolitik ist nicht nimmer eine Sache von Pressekonferenzen und Deklarationen. Den Inhalt muss mehr an den Vordergrund gestellt gehen. Aber zurück zu dem Sommet vom 25. und 26. März und zu der Reform von der Eurozone. Was kauft dann entschieden? 3 Punkte müssen da erwähnt gehen. Erstens, als der Rettungsfonds für den Euro um 440 Milliarden abgestockt gehen, handelt sich, wie der vielleicht wüsste, um Fonds, den zu Lützeburg etabliert wurde, an den noch schon funktionsfähig ist, wie zum Beispiel am Fall Irland.
weil wir uns auf Weiterfall vorbereiten müssen, an der Hoffnung aber, dass sie nicht antreten, und Mittel für diese Fonds müssen abgestockt gehen. Das ist dezidiert. Aber fundamental, der Fonds, den eine provisorische Errichtung ist, geht von 2013 und aber ein permanenter Rettungsschirm, eine definitive Errichtung. Also, am Definanzement steht auch, bis zu 700 Milliarden Euro werden an diesem Fonds bereitstehen. Am Fall, wo ein Member von der Eurozone große Finanzschwierigkeiten hat, kann hier auf die Hilfe von denen anderen zurückgreifen, die solidarisch das nötige Kapital abbringen. Lützeburg ist bis zu 200 Millionen engagiert, aber das ist nicht für so ein kleines Land. Den zweiten Punkt ist der vom Pakt für den Euro. Was steht da dahinter? Memberstaaten von der EU setzen sich als Ziel, Wirtschaftspolitiken endlich besser zu koordinieren. Für das zu verwirklichen, setzen sie sich auch gemeinsam konkret Ziele. Ist das der große Wurf? Ich weiß es nicht. Es kann nicht am Anfang vielleicht nicht sein. Deutschland hat mit der Unterstützung von Frankreich klare Wein ausgeschaut. Ein bisschen zu viel klare Wein, präzise Mesuren, wie zum Beispiel den von der Indexanpassung proposiert. Die anderen Länder waren alles ähnlich wie amused, weil sie für eine fait accompli gestaltet goufen. Das auch zu verstehen. Lo gouf das ganz verwässert. Der Pakt ist viel mehr undeutlich und präzise gehen. Hin huet durch vielleicht seine Raison d'être verloren. Ein froh, das verfreit für so etwas zu behaupten. Aber lassen wir ehrlich sein, der Succès von dieser ganzen Operation ist nicht garantiert, aufgesehen davon, dass es den Akkord in der Regierungen ist. Aber wie sieht mein guter deutscher Kollege Elmar Broggen, dicke Freund von unserem Staatsminister, dazu? Verabredungen unter Regierungen taugen wenig, denn sie sind rechtlich nicht bindend. Kein Staat kann zur Einhaltung der Vereinbarung dieses Paktes gezwungen werden. Bon. Schließlich den dritten Aspekt von der Reform vom Euroraum, ein neuer Stabilitätspakt. Das ist am Menge nach der wichtigste Punkt von dem Ganzen, weil an diesem Dossier hat das Europäische Parlament ganz solid Matze schwätzen. Der Minister oder das Parlament müssen sich nämlich ähnlich auf den Text für die 6 Propositionen, die das liegen. Dafür ist es ein bisschen verwunderlich, dass Konklusionen von dem Europäischen Sommet schon als Endresultat durchgestaltet gehen, ob schon das Europäische Parlament mir gerade am Gange sind, Dossier zu schaffen, bis Juni als Konklusionen vorlegen werden. Und da müssen wir hier Konklusionen am mehr, da müssen wir sehen gehen. Gehen die europäischen Staats- und Regierungschefen davon aus, dass die Europadeputierte keine Meinung haben, wenn sie schon so wie es wir, oder dass sie Menge mir gingen einfach ja nehmen sollen. Ich fand das ein ziemlich riskantes Spiel von ihnen. Eng von den großen Streitfragen ist nämlich zu wissen, wie weit Sanktionen gehen, wenn den Pakt nicht anhält, ob sie automatisch gehen oder nicht. Wenn Staaten weiter die Möglichkeit tun, selber Sanktionen zu dezidieren, ändert das am Anfang nicht, weil da wäschen sie sich gegenseitig weiß, wie sie das in der Vergangenheit noch immer gemacht haben. Gehen wir in Richtung Automatismus von den Sanktionen. Da kriegt das ganz aber ein ganz anderer Nuss. Den Herr Trichet, Präsident von der Europäischen Zentralbank, plädiert in diese Richtung, also Automatismus von den Sanktionen, weil hier ja auch genau weiß, dass die Regeln sonst nicht angehalten gehen. Auch viele Deputierte sind dieser Meinung, darf die gespannt sein, wie der Match ausgeht, auch wenn ich mir nach nicht allzu viele Illusionen mache, mit die nächste Woche werden Abschluss darüber gehen. Die Europapolitik sieht da, hat auch eine Dosis Spannung. Merci, dass ihr mal gelauscht habt, bis geschwind.